Bitches. Wir sind so die Bitches. Zeigt es euch, nein. Krank. Schönes Villacher richtig eingestellt, das war so. Habe dere, liebe Freunde. Mei, servus. Servus, Hallo. Harry. Grüß dich. Oh, ja, das ist jetzt voll peinlich. Jetzt, danke. Wie geht's? Mei, super. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass wir nochmal einen Podcast gemeinsam machen. Aber die Leute werden sehr brutal gefreut. ich glaube schon, es hat einer drunter geschrieben, das ist das, worauf ich gewartet habe. Stimmt, das Podcast war, Harry. Das war einer von den 2 Kommentaren. Ja, ja gut, es sind nie viele Kommentare. Ja, die hören Harry, das ja bei Spotify. Es liegt nicht an dir. Den hört insgesamt keiner. Ach so. Harry, den hört keiner, niemand. Hörst du? Okay. Ja. Versprochen? Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Okay. Ja, dann glaube ich das. Ja, ist halt so. Ja. Du, weil ich jetzt ein alteingesessener Podcaster bin ich halt der Gastgeber. Und deswegen habe ich ganz spontan einen lustigen Tierfakt für dich. Okay, das hat nicht Sabrina rausgesagt. Welche Sabrina? Ja, deswegen frage ich. Ist die Kamera angesteckt? Wow. Bloß, ja, ist. Gut, ich möchte bloß alles lesen, was auf diesem Zettel hier steht. Hast du gewusst? Kennst du Ratten? Ja. Also weißt du, was ein Ratz ist? Ja, eine quasi. große Maus. Quasi, so. Na, mit einem nackten Schwanz. Praktisch, ja. Ja. Und hast du gewusst, dass Ratten kichern, wenn sie gekitzelt werden? Habe ich nicht gewusst. Ich bin ja überlegen, ob wir den schon gehabt haben, Punkt 1. Okay. Dann hätte ich es aber gewusst. Aber da die mich erinnern. Also, nein, habe ich nicht gewusst, aber irgendwie total logisch, weil ich finde, Ratten werden ja oft zu Kichern dargestellt, oder nicht? Stimmt, ja. Also in Also Zeichentrick-Dinger und so. Und Hyänen. Ja. Entschuldigung. Hätte ich jetzt noch nicht gehört, aber Na, da sind wir Ratten eigentlich geläufiger. Ja. Also, naja. Was ich aber interessant finde, ich habe mir dann in Klammern noch dazu geschrieben, Ja. dass ich mir auf Anfrage auch gerne ein passendes Video dazu schicken kann. Ah, Genau, okay. und ich habe es mir schon geschickt. Ich habe es mir noch nicht angehört. Sollen wir es uns auch hören? Ich weiß noch nicht, ob das... Freilich, das interessiert die Leute schon, glaube ich. Also klar. Ups, da ist noch mein Jahresrückblick. Ja, Vorbereitung, gell? Das ist immer das. Das ist alles A und O. Genau, perfekt. Ich habe es in die Gruppen mit uns beide geschickt. Ah ja, optimal. Spoiler quasi. Also, scheiße, ich glaube, mein Pro-Abo bei YouTube Aber ist hörst abgelaufen. du den Song? Ist das der vom Vogt der Fettschreuder gewesen? Ich glaube schon, ja. So. Send a rat into a fit of giggles. New research reveals what Und goes das on war's in anscheinend rats. schon. Okay, das klingt für mich einfach wie ein Ding. Nicht ein Ultraschall, sondern Ja, Sonar. irgend sowas. Irgend Ja, sowas du in der weißt, Art auf irgend jeden sowas, Fall. Ja, irgendein ja. wissenschaftlicher Ausdruck über Technik. Ja, auf jeden Fall wissen wir es jetzt. Zeigt es euch, nein. Krank. Was ist deine Meinung allgemein zu Ratten? Ich glaube nämlich, ich frage die nur explizit weil ich glaube, dass jetzt eine sehr ausufernde Antwort kommt. Also, na, warum eine ausufernde Antwort? Ja, weil Jetzt du aber- viel über Tiere weißt. Ja, nein, Nicht so viel über der Nein, auf keinen Crazy Fall. K, aber Nein. Also, nein, das kommt jetzt keine ausufernde Nein. Antwort. Ich liebe Ratten, warum? weil es cool sind. Gibt es irgendwas, was besonders gut kennen oder sind es recht kluge Tiere? Oder Sie weißt sind du schon das sehr nicht? klug, ja, sie sind sehr klug. Aber ich mag es sehr gern, weil du sie den ganzen Tag an deinem Körper dran haben kannst. Du kannst eine Ratz überall mit hinnehmen. Jede Ratz oder Sehr nur als zutraulich. domestizierte Ratz? Also, sind Also wenn du jetzt eine auf der Straße dann, sag siehst, ich, dann kannst du es nehmen. dann denken sie sich, oh. Also jede. Das ist wichtig. Also wenn sie irgendwo ein Ratz seht auf der Straße, am besten vielleicht, wenn es irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Land seid, wo es richtige Slums gibt oder sowas, am besten direkt nähern. Vielleicht dann nur irgendwas, ist wurscht, die fressen alles, irgendwas in die Hand nehmen und direkt anlocken. Und wenn sie euch in den Finger beißen, dann ist das ein gutes Zeichen. Okay. Dann direkt zur Backe. Zur Backe drauf. So. Aber mit dem Impact so, Ja, dass... natürlich, die muss ja wissen, was daheim ist. Ja, okay. Also- Und das ist sozusagen... Das manifestiert sie durch den Schlag... Also Genau. Okay, und dann bleibst du. Das ist mein Tipp als Fachmann. Einfach, also so könnt ihr
Ratten dann domestizieren, dann seid ihr beste Freunde dann. Das ist also eigentlich wie ein Pokéball. Ja. Nur ohne Ball, sondern du haust es Vollgas gegen die Schulter. Ja, und falls ihr Pokémon versiert seid, ist es definitiv dann ein Pokémon vom Typ Gift. Ah ja. Also, Wenn man jetzt bissen wird von der Ratten, und was ja in erster Linie ein gutes Zeichen ist, definitiv, ja. sollte man sich medizinisch in irgendeiner Form Sorgen machen oder irgendwelche Vorkehrungen treffen? Na, also, das ist also ein ganz klares Nein, das beleidigt die Ratte. Ja. Das ist, also, weil dann kann keine richtige Seelenverbindung entstehen. Das ist ein Affront. Definitiv, ja. Also, das ist wirklich. Kulturkreis. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Okay. Okay. Auch nicht heimlich, das merken die. Also, ehrlich gesagt, sowas kommt immer auf. Ja, das ist das Problem. Das kannst du nicht bringen. Das ist wirklich, also, na. Aber dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Ja, gut, haben wir das. Dann hätte ich mir eigentlich schon, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich habe so ein Rahmenprogramm gemacht. Ja, ich schaue hier nach unten, weil ich nachdenke. Ja. Leider, da kann man das sagen, dass da was noch lustig ist. Also im Podcast kommt ja normalerweise jetzt der Wochenrückblick und heute auch. Was ist so in der letzten Woche passiert? Verzeih mir was heute auch. Verzeih einen Schwank aus deiner Jugend. Für die Leute viel Uninteressantes. Also falls es euch interessiert, ich ziehe jetzt in ein Bauernhaus. Von meiner Wohnung in ein Bauernhaus, das ich mir schön herrichte. Da war ich sehr aktiv, muss ich sagen. Falls euch interessiert und falls jemand eine Lösung hat, gern euch melden. Habt ihr gewusst, dass man einen Pelletofen nicht an denselben Kamin anschließen darf wie einen normalen Kachelofen? Weil ein Pelletofen braucht nämlich einen extrigen Kamin aus Edelstahl oder ähnlichem, weil ich mich sonst hier komplett einrauche. Und das ist saunervig, jetzt müssen wir den Außenkamin machen. Habe ich keinen Bock drauf, Harry. Ja. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich darf wieder nicht. Und ja, du darfst jetzt schon, aber du hast ja keine Zeit. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen lästig, aber... Ja, das ist scheiße, ja. Ich habe mit einem Kunden, der auch hin und wieder Los Brutalos hört, letzte Woche gesoffen. Also nicht gesoffen, war diese Woche. Am Montag gesoffen, sie war drin, ein paar halbe halt. Ja. Und es ist immer Anstand. lustig, du kommst in dieses Gespräch, die habe ich schon erzählt, aber jetzt ich tue es, als das dann nochmal erzählen, dass die Leute denken, das war das erste Mal. Es ist um Bier gegangen, du hast das nicht vergessen. Es war ein recht später Termin und ich glaube, er hat sich das schon bewusst so ausgesucht. Und dann haben wir uns um 5:30 war ich da und dann fängt er das kleine Tänzchen unter Bayern an. Ich wollte gerade sagen, um diese Uhrzeit, aber eigentlich um jede Uhrzeit. Ja, also ich sage, ich glaube, im Business-Dingen so ab 11. Ich glaube auch, also 10 ist so ein Ding, da ist der Tanz dann schon viel länger. Ja, also da musst du wirklich auf den Tisch schauen. Ja. Auf jeden Fall ist ich habe nur gewartet, bis er kommt, der war gerade in einem Gespräch und dann hat mir sein Untergebener hat mir dann schon einen Kaffee zubereitet, weil ich wollte irgendwas konsumieren, ist klar. Und dann gehen wir ins Separé und dann fragt er mich so, magst du noch irgendwas anderes zum Trinken, aber so betont beiläufig. Ja, natürlich. Und ich habe genau gewusst, was das heißt und dann habe ich gedacht, macht er jetzt irgendwelche Anstalten und dann ist das Gleiche, wie wenn zu uns Leute kommen, also speziell Kunden. Und dann sage ich ihm, du, nein, ich bin jetzt vom Kaffee eigentlich gerade happy. Du hast bei ihm gemerkt, wahnsinnige Enttäuschung. Hat sich wirklich fast schon fad ein Wasser genommen, hat es aufgeschraubt, hat es eingeschenkt. Und ich habe mich in dem Moment total scheiße gefühlt. Aber ich habe gesagt, ich bin ja hier Dienstleister. Ich kann nicht sagen, hey. Du kannst darauf einsteigen, wenn er sagt, hey. Dann, ja. Oder halt, ist es okay bei sowas, magst du irgendwas anderes? Allein trinke ich nicht gar nicht. Ja, kann man das direkt schon machen? Das habe ich mir überlegt, ob das vielleicht der Way Out gewesen war, dass er einfach schon früher zum... Also, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber dass er schon früher zum Bier kommt. Ja. Also, ja gut, ich habe ja schon gespoilert. Ja, stimmt. Ja. Ich habe dann überlegt, was hättest du denn so im Angebot? Aber das habe ich nicht machen können, weil da ein Tablett mit allen Getränken da war. Da war kein Bier dabei. Halt, er ist ja dumm, wenn er sie steht. Weil war er ein bisschen einer. Hätte er da ein Warnsbier stehen nichts gegen die haben. Aber warst ein bisschen einer, dann hätte war auf diesem Bier. Tablett, genau, dann war halt schon so zwei so scheinheilige
Biere da gestanden, weil dann hätte ich gesagt, du, das schaut doch ganz nett aus. Vor allem dann, und dann hätte er richtig brillieren können. Dann Ja, hätte genau. er quasi gesagt, wenn du dann in Richtung Bier gelangst, dann ist er, wart. Natürlich eine kalte. Ja, und ja, dann, genau, also, ganz und dann, genau. Und dann hörst du schon aus Ja. dem, was weiß ich, wo die Getränke bei denen sind, hörst du schon, fupp, und dann, ja, war schön. Ja, mein Nasen juckt, Harry. Das ist jetzt sehr peinlich vom Video. Aber egal, da muss ich jetzt durch. Die. Ja, sehr gut. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann haben wir langsam gemerkt, naja, das kann funktionieren zwischen uns, menschlich. Und dann später hat er total aus und ich gesagt, wie schaut's aus, sollen wir uns jetzt ein Bierchen holen? Und in dem Moment habe ich gewusst, das ist dann dieses Gefühl, dann wäre es auf einmal ganz warm im Körper und dann war die halt in kürzester Zeit weg und sagt, ich darf schon noch nicht trinken. Beziehungsweise beim ersten habe ich gesagt, ja, weil sein Bruder war auch noch dabei, der hat keine getrunken. Und dann habe ich gesagt, also allein trinke ich keine. Nein. Also das ist dann schon... Doch, der ist schon ein guter Mann. Ja, und dann haben wir eine zweite getrunken und dann ist bis an den Punkt, und dann hat er so gesagt, geht noch eine dritte. Und ich kenne diese Verschwörer. Und da trennt sich natürlich dann die Spreu vom Weizen. Ja, da hat man gemerkt, er wollte damit testen und diesem Test habe ich nicht standgehalten. Ja, da ist man halt dann ein Loser, wenn man nur mit 2 fährt. Ich bin halt, ich bin 2 Zentimeter groß. Das bedeutet, in meinem Körper verteilt sich der Alkohol ja schneller. Zumindest beim Alkoholtest. Das muss man dazu sagen. Und deswegen habe ich ja 2 halbe Grenze. Ich habe letztens erst wieder aus verlässlichen Quellen erfahren, dass man mit 3 problemlos noch einen Alkoholtest machen kann, vom wieder einem Tobi. Der hat gesagt, der ist mit 3 aufgehalten und hat sich gar nichts gefällt. Und Harry, ich weiß es einfach nicht. Also ich habe mir jetzt so auf die 2 halbe eingeschossen und ich muss ehrlich sagen, ich vermeide halt einfach das Fahren. Ja, also das ist meine Lösung für das Ganze. Ja, ist auch das Vernünftigste. Ja, ich meine insgesamt. Ich fahre so selten wie möglich. Ja. Also dann bin ich immer frei, was... So macht es der vielleicht Stefan einmal, auch. Der Stefan. Ja, der Stefan Gareis. Der Stefan Gareis. Ja, na deswegen da halte ich mir einfach, da dribble ich das System ein bisschen aus. Das Einfach gelingt nicht ja fahren, recht gut. gar nicht fahren, obwohl ich einen Schein habe. Ja. Ja, obwohl Autos en masse zur Heute Verfügung bist du beim waren. Auto gekommen. Das stimmt, aber das Auto lasse ich halt Wieder stehen. genau, weil die Sabrina braucht das Auto. Ach so, ja, gut. Das heißt, Aber heute noch ein Audi da, gell? ja, aber vielleicht sind noch 2 oder 3 halbe da, das weiß ich ja noch nicht. Ja, gell? stimmt. Nein, ich möchte jetzt nicht so tun. Gell? Ich fahre halt nur zur Oma. Ah ja, geil, stimmt. Wann fährst du los? Nach der Arbeit. Naja. Haben wir noch keine Geil, Zeit stimmt. ausgemacht. Oh, ich freu mich. Ja, also ich wäre halt schon noch. Sauber ein reindeckeln, Dann gell? komme ich bei der Oma an. Die Oma ist Österreicherin aus Villach. Und Ganz eine tolle Frau, Ja. wenn ich das kurz... Und dann wäre ich da wahrscheinlich so, ich sage mal, gegen 22 Uhr oder so eintrudeln, vielleicht ein bisschen später. Und dann hat sie schon ein Jausen hergerichtet, also Brotzeit halt. Ja. Und dann richtig schön. Und das sind auch wirklich Worte, die sie auch schon zumal da gesagt hat. Das weißt du ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht erzählen den Ja, Charakter bin. nein, Eigentlich bitte. reden wir ja miteinander. Gell? Nein, ich mach's Aber schon, du kannst also. dich ja sicher noch erinnern, Ja. dass sie gesagt hat, dass das Bier schon eingekühlt ist. Ja, das Und, war... Das stimmt, wir haben deswegen Eikühlen, das war ja für uns ja irgendwie ein komplett neuer Begriff. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig... Jetzt fühlt sich der einfach komplett... Ja, das war einfach völlig normal. Natürlich, jetzt. auch, ja. Nein, Eikühl, ja, das war so eine tolle Frau. Ich glaube, also ich habe gerade... Wann hast du gesagt, wann wir angekommen sind? Also sind wir nicht sogar später Wir sind um angekommen? 2 oder 3 in der Früh Ja, genau. angekommen. So hat sie das hergerichtet gehabt. Die ist alles. da, als was die rausputzt hat, sie leckt mich am Arsch. Die ist da gestanden, als hätte die eigentlich, als hätte die einfach am Tag so 2 Minuten Schlaf brauchen. Das Tag schon ein jausendes Bier, ist auch schon eingekühlt, Fabian. Und dann haben wir da, ich weiß nicht, eine auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass man. Vielleicht 2, aber. Ja, ich war weiß nicht, ob jedenfalls- es eine zögerliche dritte auch noch gegeben hat, aber. Okay, bei der 2 bist du relativ sicher. Ja. Okay. Also, ja, gut, ich hab ehrlich Ja. gesagt noch nie bloß eine getrunken, wenn Nein, ich angekommen bin. das stimmt, ja. Also, Du ich musst einen mal kann fahren mich nicht dann. erinnern. Ja. So. Ist ja alles da. Vor allem, das war noch zu einem Zeitpunkt, das glaube ich, der fällt jetzt auch schon wieder, also das ist auf jeden Fall über 10 Jahre her. Wirklich lang her, ja. Ich glaube, das ist sogar, ja, sagen wir mal so 10 bis 12 Jahre, sage ich mal. Und
das war ja damals für uns was Besonderes, logischerweise, zu jeder Uhrzeit zum Saufen und dann um 2, 3 in der Früh anzukommen, da haben wir ja noch nicht auf der Fahrt gesoffen. Da war Was das ich ärgert jetzt rückblickend. Ja, das ist so viel verschwendete Lebenszeit. Ja, das ist wirklich so, weil das machst du in der ganzen Zeit. Ja. Und dann war das so geil, das war so geil. Schönes Villacher, richtig eingestellt, das war so... Oh, vor allem, wir haben ja gar keine Musik auf der Fahrt gehabt, oder? War das die Fahrt? Das war der Peugeot 106 oder... Nein, das... Doch, wir haben Musik gehabt. Wir haben eine Gitarre dabei gehabt. Also, ja, mei. Aber ja, jetzt schweift man ein bisschen ab. Sag nochmal, einer der großartigsten Ausflüge meines ganzen Lebens. Das ist, ungelogen, wir waren viele Länder, das ist aber trotzdem die Top 10. Aber das Wichtigste ist, dass wir da wieder Yu-Gi-Oh! Spielen angefangen haben. Du hast Yu-Gi-Oh! Spielen wieder angefangen, das ist korrekt, ja. Also, ja. Ich weiß halt nicht. Also, mittlerweile auch schon lange wieder aufgehört. Also, naja, ich fange mal dann wieder an. Ich habe immer noch mein Samurai-Deck. Ich habe immer noch mein fliegende Drachen-Deck. Ja, Unterwelt, ja, stimmt. Ja, das Drachendeck war scheiße, das hat mir noch von der Optik sehr gefallen. Ja. Total unterskillt. Ja, ja. Aber vielleicht, ich habe mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die vielleicht trotzdem die Woche auch wichtig waren. Okay. Und zwar hat ein Kollege, den ihr vielleicht auch kennt, hat ein Musikvideo bzw. ein Lyric-Video rausgebracht. Und einen Song damit einhergehend natürlich. Der Kitty Pep hat seinen nächsten Love-Song rausgebracht. Grüße gern raus, Bruder. Und zwar eine unter Hunderte ist seit Donnerstag ist er verfügbar. Auf allen Streaming-Plattformen hat er einen schönen kleinen Lyric-Video gemacht. Hat sehr berührender Song. Oh, warte, jetzt muss ich kurz was klarstellen. Ich fahre am Freitag zu meiner Oma und komme heute zurück. Weil der Podcast am Sonntag rauskommt. Ja, stimmt. Genau. Und ich muss sagen, ich hab einen Ohrwurm von einem Satz aus diesem Song, aber ich habe ihn falsch im Kopf gehabt und habe gedacht, so, das ist ein krasser Liebessong. Wenn du weißt, du bist eine von 100. Also ich habe die eine nicht, also du bist die eine unter Hunderte und ich habe halt in meinem Kopf gehabt, du bist eine unter Hunderte. Und dann habe ich gedacht, das ist lustig, weil ein einziges Wort den kompletten Sinn verändert. Ja, stimmt. Du bist eine unter 100. Ich habe das im Kopf gehabt und dann habe ich gedacht, so, das kann doch nicht so ernst sein. Das ist echt gefährlich. Und dann habe ich es mal wieder angehört und es mal aufgehört. Also du bist die eine. Ja. Boah, ich bringe eine neue Version raus mit du bist eine. Du bist noch eine unter 100. Und ich frage mich, geht es da um Bier? Nein, leider nicht. Also, es geht um eine Frau. Ich habe auch gedacht, also so viel Emotion hätte ich am... Abschließen, nur der eine Satz halt nicht. Ja. Wobei dann wieder... Ja, dann hat er halt wieder komplett nein. Du bist eine unter 100. Ja. Das ist die Bier-Version. Ja. Also Kitty, mach was draus. Weißt schon, du hörst dir das sicher. Aber Ja. Genau, und es ist ein Song aufgenommen worden. Kannst du mal hier spinnt gerade, ja. Es ist ein Song... Ja, also... mehr so neu aufgenommen worden. Ach so, meinst du, ich fühle mich gut oder meinst du das, was ich heute aufgenommen habe? Was du heute aufgenommen hast. Ja, es wird eine Neuauflage eines alten Songs von uns geben. Ich sage jetzt einfach mal noch nicht, wie er heißt, aber er wäre eine wesentlich schnellere, partylastigere Variante. Mit ein bisschen mehr Bum-Bum. Wobei eigentlich der Plan war, den doppelt so schnell zu machen und ich habe ihn halt in Normalgeschwindigkeit aufgenommen, weil es einfach nicht gegangen ist. Also müssen wir mal schauen. Ja, weil der lebt ja davon, dass man das Wort quasi lang zirkt. Ja. Ich möchte jetzt nicht, weil... Doch. Ist nicht wahnsinnig geheim, aber wir wissen, es ist... Ja, wenn nichts daraus wird, dann ist es peinlich. Genau. Und was ich auch noch auf meiner Liste habe, und dann sind wir eigentlich mit dem Wochenrückblick auch schon durch, deine Solo-Nummer. Ich fühle mich gut, dass jetzt beim Mischen und Mastern dauert leider 2 Wochen, das bedeutet jetzt nur so 10 Tage. Aber bin ich auch schon mit meinem Kreativteam hier. Das bin ich hier. Überlegen, was wir für ein Musikvideo... Und eine Flasche von Iron Flask. Da werde ich nämlich auch gesponsert, wie von Hauli. Mit dem Code. Das Hauli-Ding ist durch. Hast du das abgesägt, jetzt oder? Iron Flask. $30 bei Target, aber mit meinem Code Harry.
$35. Ja, 35 direkt an mich und dann geht es den nächsten Tage, dann steckt es einfach rein. Empfehlung des Hauses. Da sind wir gerade überlegen, was wir für ein Musikvideo machen. Ein paar nette Reels. Wäre eine sehr emotionale Nummer. Mal schauen, was so kommt bei den Leuten. Also ich mag den Song sehr gern, das muss ich ja sagen, wenn ich ihn selber gemacht habe. Aber Und ich muss sagen, weil ich daneben sitze. Nein, ich mag tatsächlich sehr gern. schauen wir mal. Ja, schöne Sache. Das gefällt mir. Gut, dann haben wir wahrscheinlich erst eine Dreiviertelstunde gemacht jetzt. Schätze mal, dass ja. Oh, tatsächlich. Wir sind schon bei 21. Nein, das kann nicht sein. Muss aber dann nicht. Jetzt muss schnell gehen. Ich habe ein Thema der Woche. Das Thema der Woche ist, in Klammern, Musikgeschmäcker sind verschieden. Oder? Und da habe ich mich gefragt, wie war unser Musikgeschmack früher, als wir uns kennengelernt haben? Gute Frage. Jetzt, ich mag das, Sabrina, du, dass derjenige, der die Podcasts vorbereitet, eigentlich die immer so aufbaut, als möchte er uns wieder zusammenbringen. Ja, also schon, miteinander, ja. Hey, denkt doch mal, was euch so alles verbindet. Das waren Zeiten. Früher, als wir noch Freund waren. Jetzt sind wir uns ja noch hier so... Nur noch jeden Tag. Ja. Und Wochenend. Core Private Talk. Ich glaube, dass Sabrina mit uns die Elternfalle durchziehen will. War ja. Stimmt, da fällt mir ein, diese eine Villach-Reise, da ist sie mit ihrer Freundin hinten drin gesessen. Nach wie vor faszinierend. Sabrina, ich habe Sabrina ist jetzt seit 4 Jahren, da ist uns zugelaufen, so sehr. Und ich habe es verstoßen gehabt. Ja, richtig, aber die hat dann scheinbar wieder zurückgefunden. Und dann hat sie irgendwann erzählt, dass als wir damals nach Villach gefahren sind, dass sie da auch mit dem Auto war, mit ihrer Freundin. Und das habe ich einfach nicht mehr gewusst. Sie hat allgemein gesagt, ja, sie war auch da schon dabei und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wer Sabrina ist. So null auf dem Schirm gehabt. Also ich habe schon gewusst, dass du eine Schwester hast und so weiter, aber ich habe mir an kein einziges Erlebnis erinnern können, wo sie dabei war. Ja, aber das war bei ihr schon besonders auffallend, wie wenig. Aber du musst halt drüber nachdenken, die ist ja 6 Jahre jünger wie ich oder so. Also ist ja wurscht, aber auf jeden Fall damals war sie, müsste ich jetzt rechnen. Gell. Aber war sie ja damals da war es 4 Jahre gewesen, seit 20 oder so vielleicht, wenn überhaupt. Und dann, das ist ja einfach ein störendes Nebengeräusch. Anders als heute. Ja, heute ist viel lauter, das Nebengeräusch. Ja. Aber ja, das war faszinierend. Genau, ja, der Musikgeschmack. Du Deutschrap schon immer, gell? Deutschrap war schon immer meine große Leidenschaft, ja. Ich weiß, wenn ich deinen Musikgeschmack von damals mal kurz rekapitulieren darf, in meiner Erinnerung hast du eigentlich in erster Linie, wenn ich an die denke, habe ich an Seed denkt, oder denke ich an Seed, denke ich an die Ärzte. Ich glaube, Punkt. Also und halt noch, klar, ich war von vornherein, SPS war immer dabei. Ja, natürlich. War ich von vornherein dabei. Also schon warst du schon auch der Rock'n'Roller trotzdem so ein bisschen. Also war viel, eigentlich ganz, ganz viel Punk. Punk, logisch, meine ich ja. Richtig Punkrock, viel Punkrock, ja. Fuck, ich muss auch sagen, weil die Frage ist eigentlich ganz gut. Ich habe damals, keine Kohle gehabt, aber ich habe beim EMP, den kennt ja glaube ich, jeder. Ja. Beim EMP jetzt mal hat mir das Anti-Hip-Hop Alliance-Shirt angerechnet. Stimmt. Wo dann die Skeletthand so macht. Und, tatsächlich war ich, als wir uns kennengelernt haben, an einem Punkt, wo ich sowas angezogen hätte. Ich war, das aus finanziellen Gründen noch nicht gehabt. Genau, ja, also diese 1999, die das Shirt gehabt hat, habe ich ja nicht locker gehabt, gell? Ich meine, Gott, haben wir im letzten Podcast kennengelernt, haben wir uns ja mit, keine Ahnung, 15 oder sowas. Aber ich hätte tatsächlich damals, ich habe sowas wie Hip-Hop einfach kategorisch gehasst. Ja, ohne dass ich mal was angehört habe oder so. Das ist, ja. Es gibt ja was aus dem Kid Rapper meiner Vergangenheit, das noch viel schlimmer ist. Ich meine, der Kid Rapper und ich, wir haben, als wir so 12 waren, haben wir das ganze Baurige komplett gehasst. Dieses, ja, wir waren halt damals so dazwischen, wir waren ja nicht selber auf dem Hof, wir haben keinen Hof gehabt oder sowas. Das ist jetzt so eine Anti-Haltung, die man als Jugendlicher genau, hat. Genau, du hast einfach immer wirklich so eine Anti-Haltung gegen diese bayerischen brutalen Muhacke gehabt.
Und jetzt bin ich selber einer. Ja, es ist halt Jetzt so. kriege ich selber keinen muss man klaren jetzt sagen, Satz, aber das ist... Man hat jetzt so eine Phase, oder, wo man einfach gegen das, was man ja ist, war's. so weißt du, wo man da dann gegen rebellieren will und dann sagt man, hey, jetzt, na. Aber das war total strange, weil ich meine, ich habe mir ja damals, aus Prinzip bin ich mit, keine Ahnung, 14 erst einmal noch, bin ich nicht, auf keinen Fall mit der Lederhosen ins Festzeit. Nein, Ja. Warum denn? Immer mit dem Hoodie und mit... Ja, genau so. so. Aber gut, das war halt auch, ich bin ja auch auf Fasching ohne Kostüm gegangen und habe gesagt, ich bin irgendwas Lustiges. Ich habe Mützen aufgesetzt und Ah, ja. gesagt, ich bin der Eminem. Das ist lustig, ehrlich gesagt. Aber, ja. Aber wir von euch ein bisschen nein quatschen lassen. Wir sind, weil ich genau. hab Fasching immer gern gemacht. Wir haben es ähnlich gemacht, nur nicht so kreativ, sondern wir haben halt, es war damals trotzdem nicht so normal, dass man diese Baggies tragt, also haben nicht alle gemacht. Und dann sind wir Fasching, also wir sind Rapper. Ja, okay. Aber gut, ich war halt... Du warst ich halt- hab keine du hast halt- Baggy so gehabt, ich habe der Jeans so gehabt und Aber- einen und der Kapuzenpulli. Und der Mützen. Also, ja. Aber gut, bin halt auch der Eminem. Also, Ja. schau mal hier. Warte, schau. Oh krass. Slim? Vor allem Slim. Aber dann ein bisschen shady halt. Ja. Mir ist gerade nicht eingefallen, was Kinder auf Englisch heißt, weil die Gin, Slim... oh. Slim Chin, fuck, ja, ist so einfach. Das ist easy. Boah, das ist mein... Wow, das ist mein, ich weiß meinen Rappernamen leider nicht mehr, den der Ja, Kitty nicht mir mehr. gegeben hat. Also ich weiß schon noch, mein allererster Name, den ihr mir gegeben habt, war der MC Ghetto Blaster. Dass wir das nicht gesagt haben beim Weil, letzten Mal. stimmt, ja, weil ich aus dem Ghetto in Dates komme. Es hat einfach, ja, vor allem wie so Blaster, es war immer, ja. Ja, vor allem, ich weiß halt noch, also das war ja bevor wir uns dann vertragen haben. Wenn wir dann, yeah, sagen wir jetzt mal immer gesagt, yeah, der MC Ghetto Blaster. Ich meine, das ist ja nicht einmal eine Beleidigung. Das ist, und wenn, dann war es keine gute Beleidigung. Und trotzdem hat es dich, glaube ich, irgendwie aufgeregt. Nein, ich habe mich willkommen gefühlt dadurch. Aber eigentlich schweifen wir gerade ein bisschen von Ja, der Musik ab. Entschuldigung. Also er hat schon geteased, ich habe auch Musik gemacht damals schon mit einer Garagenband, die es bis heute noch gibt, aber genauso erfolglos ist wie damals. Die Bearded Sisters Und ja, haben einen Song auf Spotify, El Momento. der wird aber wieder runtergenommen und nochmal neu aufgenommen. Wirklich? Ja. Ah, Ja, dann müssen wir halt die ganzen Streams nochmal generieren. muss man vorher noch ziehen, das Ding. Ja, nein, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Wir haben da schon, also einfach nur so punkige, oder ja, wir haben es halt schön Breirock genannt und das ist halt das, was ich gehört habe quasi. Ja. Aber bei dir, das war ja damals schon sehr mannigfaltig, was du so Ja. gehört hast. Also es war ja, obwohl du ja damals auch schon Hip-Hop gemacht hast, war das ja nicht das, was du in erster Linie gehört hast. Ich Also, habe eigentlich schon immer alles gehört. Es hat bei mir, ich habe aus irgendeinem Grund dafür eher so eine Abneigung gegen Richtungen wie Seed gehabt, also da alles, was Seed Ist ein war für mich bisschen Reggae, Mainstream-Sie, oder? aber es ist ja Also- kein Reggae, glaube ich, oder teilweise also schon auch. es gibt Reggae-Anleihen. Aber also das, was so Seed habe ich komplett gehasst. Und ich habe eigentlich gesagt, ich höre eigentlich alles außer Death Metal. Und jetzt finde ich Teile an Death Metal auch irgendwie cool. Aber ja, also ich habe mich damals auch komplett beeinflussen lassen von meinem Dad, der auch schon immer alles gehört hat. Das bedeutet, ich war sehr dann... erlesenen Musikgeschmack. Also alles gehört Finde ich jetzt nicht nach einem erlesenen Ja, Musikgeschmack, ja, nein. aber da Alles, was findet gut er ist. die Perlen. Ja, das stimmt. Also, Also ich habe damals schon, einen Türkei Agostino gehört. kenne ich nicht. Ne, ja nicht. Nie gehört. Aber halt auch für die Oldies will er nicht Skinner. Die spielen übrigens, nein, sag ich glaube nicht, weil sonst sind die Karten. Ja, wieder sofort. Spielen in München jetzt, Lynyrd Skinner, die ganzen alten Verbrecher halt gehört. Eine Essie natürlich auch. Ja, es Deep sind Purple, Rainbow, den ganzen Stuff richtig schön pumpt, aber auch die Krankenbastarde wie Ludwig Hirsch, STS sowieso. Der Ludwig Hirsch. Ja. Und womit wir wieder bei Fahrten nach Villach waren. Ja. Mein Dad immer pumpt, wenn wir mit Kindern im Auto mit drin gesessen sind. Gibt ja wenig Damals Künstler, nichts sage ich mal, gecheckt. die so eine Stimmung verbreiten wie der Hirschlucke. Ja, hat er ja muss man Bock, jetzt der auch ist geil. sagen. Ansonsten, ja, also wirklich alles gehört. Deutschrap habe ich halt mit dem Kitty immer gehört dann. Ja. Hat es auch ein paar Songs gegeben, die ich richtig gefeiert habe damals, weil sie mich halt in meinem Rebellentum unterstützt haben. Flair, böser Blick. Bin ich mal schön durch Anger bin ich gegangen. Durch Anger LA. mit meinem Samsung-Handy.
Oh, das, wenn man so aufschirbt. Ja, und du hast sogar noch seitlich so ein kleiner Lautsprecher hinklipsen gehen und dann habe ich gedacht, so, lass die Party starten. Und ich bin ungelogen durch Anger. Einmal sogar mit meiner Mom gemeinsam und habe ihr gezeigt, dass ich den Text mitrappen kann. Von Böser Blick, Flair. War sie beeindruckt? Das ist ja eine sehr musikalische Frau. Da muss man halt mal wieder Mütter schätzen, weil ich glaube nicht. Aber ich weiß, ich erinnere mich komischerweise nicht, da war ich jetzt 12 oder so. Also ich weiß noch, wenn wir durch Anger marschiert sind und ich so mit Rapper, dass er sagt, wie es so geht und sie so. Nicht schlecht, Alt-Au hat es gesagt. Schon, oder? Seitdem hat sie Alt-Au. Ja. Nein, sie hat die wahrscheinlich damals noch Young-Au genannt. Young-Au, ja, richtig, ja. Korrekt, ja. Also, ja. Stimmt, ja. Ja. So wie wir alle. Ansonsten, ja. Hat sich dein Musikgeschmack seitdem verändert? Ich finde nicht so wirklich. Also, es sind halt viele neue Sachen dazugekommen. Also, ich höre halt auch alles, was neu kommt. Gerne, also sogar eher, ich hasse irgendwie Ballermann und ich liebe Ballermann-Mucke. Das ist eine Hassliebe. Das ist wirklich eine Frage der Dosis und du musst es halt im richtigen Moment spielen. Also ich darf jetzt nie einfach Ballermann-Mucke hören, aber wenn wir im Auto sind und dann kommen mal wieder 3, 4 schöne, klassische, ohne Simone. Aufregen kann. Richtig. Also, hurra, hurra. Erster Platz beim Langschwanz Treffen in Mombasa. Genau, sowas, hurra. Klar. Sowas musst du mal. Aber es geht auch, Alter, es geht einmal wieder 10 nackte Friseusen, gell? Alter, ja, natürlich, mit richtig nassen Haaren. Ole, ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Martha, ich werde Vater, doch das Kind ist nicht von dir. Der ist halt groß, der ist wirklich groß. Der ist wirklich, wirklich groß. Aber auch, also, ja, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ganze neue Zeug, hier kann man auch 1, 2 Songs vom Trimio hören. Ja, wir haben letztens erst Abracadabra gehört von Lady Gaga. Ja, auch das. Mag ich auch. Nein, wurscht. Ja. Saulanges Video, saugutes Video. Das Problem ist, es hat sich halt grundsätzlich am Hörgenuss was verändert, weil jetzt Spotify halt mir jeden Tag eigentlich, wenn ich Wert drauf lege, 8 neue Künstler zeigt, die ich voll geil finde. Es ist richtig geil, aber es ist ja irgendwie so ein bisschen... neue Musik für sich selber finden, ist ein bisschen pauschalisiert worden. So, ich weiß nicht. Es ist nicht mehr diese Diamantenjagd wie damals. Also ich fühle mich nicht mehr wie ein Goldgräber, sondern ich fühle mich wie jemand, der einfach alles hat. Ja, also wir im echten Leben. Wir im echten Leben. Aber es ist vor allem die Bitches. Wir sind so alt, dass man sie gefreut hat, wenn einem einer Musik gegeben hat. Ja. Also so, wow, kannst du mir das zeigen? Ja klar, und dann gibst du... Also, aber schon digital, gell? Ja, natürlich. Dann gibt es einen USB-Stick oder einen MP3-Player. ICQ, Bearshare. Krass. LimeWire. LimeWire war cool, dass du mich vorschau, aber haben wir schon alles. Ja, also... Ihr seid so alt. Dann ändert sich das aber offensichtlich nie. Dass die alten Leute immer drüber reden müssen, wie es früher mit der Musik war. Ja, das ist halt also, so. Das ist echt beeindruckend. Stell dir mal vor, die Kindeskinder verzeihen irgendwann so, und dann wurde online. Ja, so, ja. Aber wir haben einen Satz noch vergessen. Entweder wir hatten ja nichts, oder das jetzt als Scheiße ist, oder beides richtig, ich würde sagen, aber das kennt sie ja gar nicht mehr. Ja, das kennt sie ja gar nicht mehr, das stimmt. Ja, schon lustig, dass wir glauben, dass so junge Leute zuhören. Stimmt, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht falls einmal irgendein 50-jähriger Stahlarbeiter seinen Sohn auf dem Weg in die Arbeit dabei hat und halt genauso wie die Dad, die damals gezwungen hat, Lieder zum Hören, die dir vielleicht damals nicht gefallen haben, hört er sich halt unseren Podcast. Stimmt, also Uwe, genau. erzählt den Sohn ordentlich, gell? Mhm. Und er soll ja wählen gehen. Und Kalle, her auf den Uwe. Die Tierschutzpartei, wir wählen alle die Tierschutzpartei. Ja. Oder die Partei. Die Partei, ja. Also weil es halt einfach lustig sind. Lustig, über keine Ahnung, was die politisch machen, sie sind aber lustig. Ja, stimmt. Das Wichtigste. Aber um dann die Frage abschließend zu beantworten, was sich geändert hat, bei mir hat sich einiges geändert. Oh ja, stimmt. Ich darf jetzt auf keinen Fall mehr irgendeine Musikrichtung kategorisch ausschließen. Nicht einmal Malle-Songs, falls man das als Genre bezeichnen kann. Ja. Und ja, also ich mittlerweile bin für alles offen, gehe aber sehr gerne in die härtere Richtung. Also
Also mag wenn auch, es wenn einmal... gescreamt wird oder sowas. Das mag ich aber auch zwischendrin. Also, Ja, also nicht so dieses Durchscreamen, sondern die Mischung macht's. Die und ich mag Mischung mehr macht's. das Fry-Screamen, ich mag das Scrollen weniger gern, falls dich interessiert. Interessiert mich, ja, deswegen frage ich ja. Deswegen ja. Eben, ja. Gut, genau. Ja, wir haben jetzt eigentlich die Fragen so. Die nächste Frage ist so ein bisschen schon mitbeantwortet, was wir gemeinsam haben und was unterschiedlich ist. Ja, also alles, was eigentlich, ja gut, nachdem wir eigentlich beide keine Musik, also falls einmal, also was ich jetzt noch kurz einwerfen muss, falls einmal ein gutes Metal-Cover sucht oder ein Metal-Cover, dann gibt es einen Auftrag an Harry, es gibt keinen Song, wo er nicht innerhalb von 2 Sekunden ein Metal-Cover findet. Und das Coole am Harry ist, du musst ihn gar nicht explizit danach fragen. Nein, das kommt von So selber. ein Metal-Cover, das findet dann die oft durch die Hand vom Harry. Also da möchte ich nochmal Danke sagen, das war im Amerika-Urlaub, als wir einmal kein Internet gehabt haben. Der Harry aber sich Gott sei Dank seine komplette Metal-Cover-Playlist runtergeladen gehabt hat. Das war eigentlich meine Lieblingssong-Playlist, da waren sehr viele Metal-Cover drin. Das war ein Segen, das hat uns wirklich einen Arsch gerettet. Mittlerweile sind es 1800 Songs, die ich runtergeladen habe. Ja. Also, Meine Lieblingssongs sind 900 irgendwas. ja, also dann benutzt du die offensichtlich auch falsch. Also ich benutze die also eben nicht mehr, oh, der gefällt mir. Das für mich ist das Speicher. Also einfach, den finde ich nie wieder, aber den finde ich ja jetzt sowieso auch nie wieder. Nein, weil er das sagen die, hey, nie wieder auch den Scheiß. Ja, teilweise die Liste aufschaffen und fragen mich, was ist das für ein Song? Ja, aber, also, oft so. aber steht, dass man davor gesagt hat, richtig viel Musik her. Ja, und jetzt Metal. was ist das für ein Song? Massenware. Naja. Auf welches Konzert darfst du gerne mal mit mir gehen? Hans Söllner. Der Wunsch, der erfüllt sich dieses Jahr. Dank dir, Dankeschön. Sage ich sehr gerne und ich sage vielen Dank für die Eise-Gulf-Karten. Sehr gern. Ich befürchte fast, dass der tatsächlich unterhaltsamer wird als der Söllner. Garantiert. Ich glaube, dass der wahrscheinlich gar nicht so schlimm wird. Aber ein Konzert, auf das ich sehr gern mit dir gehe, das war Roy Bianco und die Abronzati Boys. Fuck, da hätte ich richtig Bock drauf. Die sind jetzt dann übrigens in Konstanz oder so und in irgendwo da in dem Geil. Ich darf mir gern Deichkind nochmal mit dir anschauen. Da hätte ich auch gerne Aber mal vielleicht irgendwas, wo wir beide noch nicht waren. Ja, aber halt, oh ja, stimmt. gut, das ist also ich glaube, es gibt viele Bands, die mir gefallen, die du auch gern singen darfst. Also ich würde gerade sagen, Rival Sons, die da ich halt unendlich gern singen, die du Hier, der Ding, der fuck, wie heißt der George denn? Lucas. Genau. Meinst du, hast du Nein, George nein. oder Josh gesagt? George. Also der von Star Wars. Ja, ich Ach so, wollte einfach okay. das lustig Ich hab jetzt fanden. wieder vielleicht- Nein. Der Ding, der. Eminem. Nein, anderer. Ja, Tag 9. Ein Rapper. Yellow Wolf. Yellow Wolf. Yellow Das Wolf. hat's eher mit dem Mann. Okay, oder? Ja, das ist der. Wie soll ich von. Aber Ja, ja, ich habe nur überlegt, wie es umschreibt, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist. Yellow So, Wolf war voll gern. Yellow Wolf Ja, war echt können wir geil, machen. Ja, Gib's machen Bescheid. machen wir jetzt. Machen wir alles, ja. Boah, ich wollte gerade einschlagen, aber dann müssen wir ja schauen, wo. Ich dachte auf jeden Fall, unabhängig von der Musik, sau gerne mal mit dir wieder auf einen MMA-Kampf oder sowas gehen. Oh Das ja, war auf so jeden geil. Fall. Da muss ich auch noch was verzeihen. Erinnert mich später dran. Das ist nichts für einen Podcast. Wäre ich vergessen. Ja. Ja. Ja, da hätte ich auch mal wieder Bock. Vielleicht hat er. Eins noch, unbedingt, da bin ich ja nur durch die draufgekommen, ich muss unbedingt Heavy Saurus singen. Ja, Heavy Saurus. Ja, gut, das war's doch, oder? Ja. Das war's. Heavy Saurus. Vielleicht dieses Jahr an meinem Geburtstag. Ja, ist halt noch nicht mehr lang hin. Na, Magst du kurz erklären, was Heavy Saurus ist? Ich glaube nicht, dass jeder kennt. okay. Also, Die Psychos. die Trottel halt. Heavy Saurus ist eine Metal-Band. Und zwar. Hat sie das gerade beendet, na, oder? Also, okay. Keine Ahnung. Ja, gut. Es ist eine Metal-Band, die auf Kinder zugeschnitten ist. Also es ist eine Kinder-Metal-Band, aber natürlich sind das erwachsene Menschen, die da spielen. Und die sind, und das ist der Clou an der Sache, die sind in Dinosaurierkostümen, in sehr großen. Und sie machen eben dann... Sind das hochwertige Kostüme oder so, ja. die man sich bei Amazon Also stellt? sie sind hochwertig, aber sie sind jetzt nicht realistisch oder so. Okay, ja, gut, das haben wir. Ja. Genau, kann man ja nicht sagen. Aber dass so realistisch richtige Maskottchenkostüme. Ja, Okay, genau. gut. Also sogar nur ein bisschen mehr, weil die ja wirklich hier, also da ist dann, also die haben ja wirklich einen Körper dazu, weil beim Maskottchen ist ja da normalerweise so, oder? Ganz oft, Ja. wo die Haxen normal Ja, ausschauen stimmt. oder so und die haben so ganz körperlich, muss brutal heiß sein. Also rein qualitativ, Heavy Saurus hier, Und die Leber. Maskottchen da, Leber da Ja. und Lordi. Oh, Leute, Ja, okay.
Das ist einfach Affront, Ja, Lordi. ja, Aber ein stimmt. neues Wort gelernt. Ja, gern geschehen. Und die sind eben wirklich auch für Kinder gut, also auch weil ja die Musik muss ja bestimmt, Pädagogisch wertvoll. Oder ja, wie? mir geht es jetzt auch darum, dass ja bis zu einem gewissen Alter können ja Kinderhirne das gar nicht richtig verarbeiten und so und die sind da eher unproblematisch, die Heavy Saurus Light. Okay. Und die haben jetzt so coole Songs wie die Pommesgabel, wo es Kindern erklären, wenn man den Metal-Ding macht und so. Aber sie sind einfach saulustig und ich war selber noch nicht dort, aber da sind halt, wie gesagt, es ist für Kinder, aber es sind halt viel mehr Väter dort. Du hast ja gesagt, dass sie richtig Die ballern da, ja. Also, Geil. zumindest aus Erzählungen. Aber Väter ohne Kinder, oder? Ich schätze mal mit und ohne. Okay. Ehrlich gesagt. Ja. Also ich da sehr gern hingehen. Also ich bin Dann zwar... Ne, Lass uns aber- da mal auf die Jagd gehen. Heavy Saurus und dann Yellow Wolf. Daniela, ja, aber in Mit der, Rebel Sons. ja, vielleicht ist Und, Heavy Saurus mal Vorband. Stimmt. Und wer mich auch wirklich interessieren war der... Scheiße, ich sollte überlegen, bevor ich anfange. Der Typ, der immer so jammert, den wir beide so cool finden. Der und Ran. So, Ran, ja, genau. Ich wollte gerade ja. anfangen, quasi seine Reihen und so. Ja. Ja, der Ran, hat mich wirklich Alter, interessiert, das war wie der das Ganze inszeniert und so weiter. Bei dem da es ja lange, wenn er auf einem Stuhl in der Mitte sitzt und es ist Ja. einfach ein Spot auf ihm oder Wie so. geil war das dafür nach London? Oh, London. London. Oder Edinburgh. Eine kleine Reise. Ja, London mag ich sehr gern. Ich war erst ein halbes Mal da. Ja, und ich war mal. Aber gut, Aber, machen wir weiter. ja, jetzt sind verratschen wir uns. Bei 43 Okay, Minuten, 42 Minuten. Ich frage mich, oder Sabrina fragt uns, Sind es die macht ihr Entweder-oder auch Fragen? selber gern Musik? Wenn ja, was und wie? Ich glaube, die Frage ist. Ja, aber ich glaube, wenn ich Ja, das da ist ein Lachsmiley. Haha. Lol. Also ich mache selber Musik, aber ich mag es nicht gern. Gut, und die nächste Ding haben wir sowieso auch schon beantwortet. Los Brutalos Favorites, Bands, die ihr früher gern gehört habt. Die Ärzte sieht, also bei mir haben wir ja alles schon aufgezählt und Ja. Zack Wild, immer großes Ding, Black Label Society, krass, Slash, Guns N' Roses, ja, gut. Dann 5 Entweder-oder-Fragen. Jawohl. Wenn ihr verliert, sterbt ihr. Gegen Magnus Carlsen Schach spielen oder gegen McGregor einen MMA-Kampf? Beide zur jetzigen Zeit. Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Ja, also auf jeden Fall Schach. Nein, ich darf natürlich die Lucky Punch-Ding gegen McGregor wählen, weil gegen Magnus Carlsen Schach zu spielen. Vor allem, der ist gerade in seiner Prime. Ja. Also, ich weiß nicht. Vor allem, du hättest, es ist nett, dass du einen McGregor genommen hast, aber ich sage mal, einen McGregor durch Zufall auszunocken, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber wahrscheinlicher ist, dass ihr Magnus Carlsen beim Schach durch Zufall besiegt. Aber du hättest zumindest MMA Heavyweight nehmen können, wo halt einfach ganz ein Francis Ngannou zum Beispiel. Oder Jake Paul. Oder Jake Paul. Das ärgert mich so, dass der Typ mich trotzdem zusammenfallen lassen hat. Das ärgert mich halt richtig. Ja gut, also mir... Ja, also, Egal. ich sag, die Frauen von denen Leute, die du gerade aufgezählt hast, kann man zusammenfallen lassen. Aber ja. Jeden von uns, ja. Ja, aber also dann ganz klar bei dem Magnus Carlsen, oder? Magnus Carlsen, einmal fertig die Larry-Hosen. Das Arschloch, wenn er wieder dann 50 Minuten spart zu seine Schachspiele kommt und dann aber in 2 Sekunden. Aber ich mag tatsächlich das, wenn ihr verliert, sterbt ihr, weil Ja, sonst also- dann natürlich Schach nehmen, weil das darf mich unverletzt lassen, vermutlich. Wahrscheinlich, ich glaub, also das außer mein Ego, dass ich gegen so einen Loser Ja, Magnus schon, Carlsen ja. verloren habe. Aber, Ja. Dann, die nächste Show, Ja, oder? bitte. Lieber Also- in der Welt von Star Wars leben, zur Zeit um Episode 4, Okay. oder in der Welt von der Herr der Ringe, zur Zeit der Hauptfilme. Ist Episode 4 irgendwie scheiße? Oder? Episode 4, da ist das Imperium gerade ja auf seinem Höchst-Ding, also das sind sie gerade richtig cool. Und da ihr halt im Imperium, also ich da halt dazugehören darf, Ja. da die wahrscheinlich, also ich bin grundsätzlich mehr für Fantasy-Settings, ja. aber um da zu leben, ich meine, die haben ja nicht einmal Klopapier. Bei Herr der Ringe ja. gehe ich davon aus, wird da nie thematisiert. Ja. Ich war für Star Wars, ich darf da leben, auch wenn ich den Vibe bei Herr der Ringe lieber mag. Aber Das ist leider ein guter Punkt. Also ich hätte jetzt sofort Herr der Ringe gesagt. Aber bloß weil ich die Reihe halt wesentlich lieber mag, heißt es nicht, dass das für mich mehr Komfort bietet. Ich Und mehr mittlerweile auch Herr Komfort der Ringe bietet definitiv Star Wars vor für allem, mich. wenn wir 2 Offiziere sind, auf Ja, irgendeinem klar, Sternzerstörer. Ja, irgendwie, ja. Ja. Ja, Und dann dann war hast so du- zwischendrin so da, als ob Darth Vader einen wirkt, damit er einen nicht wirklich umbringt. Ja, Also, richtig, ja. Ah, ich kriege so nur wieder einen Robot Ständer. checken. Das war, oh, Darth Müssen wir Vader, mal- sie haben's müssen wir mir wieder richtig anschauen. gegeben. Naja. Ja, aber für nü.
Star Wars. Aber nur um das klarzustellen, also früher habe ich Star Wars lieber gemacht und Herr der Ringe mittlerweile, also Herr der Ringe hat mittlerweile mein Herz erobert, mittlerweile auch schon seit 15 Jahren oder so. Mittlerweile. Aber, Herr der Ringe oder entweder oder Frage von mir, Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. Ja, okay, warte. Gibt es irgendwas, was mit Harry Potter mithalten kann? Also rein so Franchise-mäßig? Ja. Nein, eigentlich nicht. Okay. Ja, weiß ich Bescheid. Außer My Little Pony. Ja, gut. Aber halt das die ist auch unfair. Also mit Pippi Max. Ja, stimmt. Na, aber da gibt die Hentai-Porno-Version. Also sucht mal bei Reddit Erdnusskrieg. Macht es nicht. Das ist richtig schlimm. Jetzt muss ich es mal ausschauen. Okay. Ja. Oder du kannst es am Programm sagen. Ja, okay. Also, in der Welt von Twilight als Vampir oder Werwolf leben. Zusatz Edward oder Jacob. Ja, war wieder ein ganz klares Ding. Nein, eigentlich habe ich gar keine Also ich mag die Indianer viel lieber als die. Ich finde die Italiener auch cool. Aber ich bin zu wenig im Twilight-Universum drin. Aber so gefühlt. Ja, ich weiß. Aber gefühlt, weil aber ein Werwolf, ich hasse aber Jake. Ich hasse aber auch Edward. Ja, Jacob. Jacob. Ja, aber ich weiß, manche sagen bestimmt Jake zu ihm, keine Ahnung. Ja, Freund von Jake. Ja. Nein. Ja, ich bin ein bisschen mehr drin, weil ich damals für meine Ex-Freundin alle Bücher gelesen habe. Da hat es die Filme nämlich noch nicht gegeben. Also nur den ersten. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich sehr angetan von Werwölfen. Ich beeile mich. Nein, alles gut. Bei denen nervt mir aber diese Indianer-Dinger, die sind ja nicht mal richtige Werwölfe. Gell? Nicht welche mit Vollmond und so. Okay. Und bei einer ist halt so, sobald du in diesem Rudel bist und nicht der Anführer, dann bist du dem Willen von diesem Anführer, du bist dem unterworfen. Du bist dem unterworfen. Der sagt einfach, du machst es und du machst es. Du kannst dich nicht wehren dagegen. Ja, das ist so ein Drang quasi. Also er ist das Alpha-Tier und er beherrscht dich quasi. Klar, die haben ja alle dasselbe Ziel irgendwie, so ein Freund und so, aber das darf mich schon richtig nerven und deswegen darf ich den Vampir nehmen. Das habe ich nicht gewusst. Einfach außer dem Glitzer ja so in der Sonne. Stimmt, ja. Sobald ich mich 3 Meter bewege. Er würde mal sagen, dass er schnell schwitzt. Ich kann ich nicht bestätigen. Die Sonne bricht sie dann und dann schaue ich aus wie ein Vampir. So klingen Rülpser, also mit Wasser. Wow. Richtig demütigend. Ja, genau. Jetzt hast du mich leider wieder vom Gegenteil überzeugt. Jacob, nicht Edward. Einfach nur... Als Prinzip, ja. Ja, genau. Ich mag halt Jacob nicht, weil er ein Sixpack hat. Ja, und der Edward ist halt einfach... Der Edward ist ja nur dünner, das ist einfach so skinny, muskulöses, hasse ich komplett. Aber ja, also als Vampir ist das Leben, glaube ich, viel arbeiten viel luxuriöser. Und ich bin ja einfach ein Mensch, oder? Also das ist so lächerlich, wirklich. Ja. Du kannst entscheiden, ob du was frisst, keine Ahnung. Und es ist wirklich einfach nur, es ist halt, die haben gar keine Nachteile, die Vampire in dem Universum. Die Sonne ist da, wo du glitzerst halt, du schaust attraktiver für Leute aus. Aber ja, bitte nicht. Ja. Also das klar, ist fast, wenn du auf der Bühne stehst. Das ist fast wie wenn ich einfach durch die Marktstraße gehe. Ja. Und spitz. Ja, gut. Vampire. Oh Gott, die nächste ist gut. Hans Söllner schreibt die Texte der nächsten 5 Songs. In Klammern muss veröffentlicht und aktiv auf Ernst beworben werden. Er ist nur Ghostwriter. Wow. Oder er kommt eine Tour lang als Gitarrist mit auf Tour. In Klammern, er will sich unbedingt weiter in die Band einbringen und bleibt auch immer genauso lang zum Saufen wie wir. Sau gut. Also das ist wow, das ist also was ihr vielleicht wissen müsstet, ist, dass wir Hans Söllner hier verachten. Mittlerweile, also früher hatte jeder, also Marihuana-Baum, wenn das irgendwo läuft, brülle mit, wie ein Geisteskranker. Genau, es geht mir ums Menschliche. Ja, deswegen habe ich am Harry auch die Karten geschenkt, weil ich es lustig finde, dass wir dann wie viel meinst du, das Karten für unsere Konzerte als Geld kaufen? Ja, stimmt, das ist genau das Gleiche. Ja. Oh Gott. Wow, das ist eine richtig gute Frage, aber ich darf mir dafür entscheiden, leider, dass er... Bei wie vielen Konzerten ist er dabei? Er kommt eine Tour lang als Gitarrist mit, also 80, 90 Konzerte. Ich darf trotzdem... Ich muss ihn zur Tour mitnehmen, weil das ist einfach, weil wenn er 5 Texte schreibt und ich das auf Ernst, dann war es wirklich für mich. Also ich kannte nicht, ganz klar Tour. Ich bin auch ganz klar. Und ich weiß Tour nicht, einfach nur, weil ich es lustig finde. Entweder man wird richtig gute Freund oder man hat halt die ganze Zeit jemanden, den man irgendwie so verarschen kann. Oder er mobbt mich.
Ja, der wird ja auch schon dumm gekifft sein. Ja, absolut, natürlich. Weil Saufen macht nichts mit unserem Kopf. Na. Also nur das Kiffgras, das Kichergras, das ist das Problem. Vielleicht kannst du mit ihm auch Saufen gut macht nichts saufen. mit Also der meinem hat Kopf. safe ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ja, das Und schon. eine Tour besteht ja bei uns aus einem Auftritt. Aber die guten Geschichten hören wir ja jetzt dann. Ja. Ah, ich bereue es so. Ja, ja nein, also muss ich sagen, amüsante Ja. Entweder-Oder-Fragen. Der Fan der Woche. Back to Steps wieder. Ja, aber ein bisschen schwer, aber auf mein Anraten hin, weil ich ihn einfach sehr vermisse. Also ich habe quasi unseren Podcast vorbereitet, da habe ich diesmal gesagt, wer es sein soll. Der Dettel-Steff. Ah, Der Stefan. der Fitness-Dettel. Ja, der Heavy Dettel. Der Heavy Dettel. Es geht raus an die Stefan Dettel, finde ich eine gute Wahl. Ja, wir vermissen die einfach. Und natürlich hat der Crew, ganz klar. Ja. Ich war mal zwischen Fabi und Der muss nächste Woche muss dann der Fabi im Podcast. und dann halt alle Folgen. Dann alle folgenden. Genau. Ja. Der Kurbi und so weiter. Ich muss das hier jetzt abbrechen, weil sonst oute ich mich als Hardcore-Fan, weil jeden Namen und Nachnamen und das Geburtsdatum weiß. Secret-Tipp. Hast du vielleicht spontan was? Du hast doch vorher schon was. Ja, ich hab's. Finde ich gut. Tatsächlich sind das ein bisschen Vorschusslorbeeren, da die sagen. Stimmt. Ja, Komplett. und zwar bin ich nächste Woche beim Sappe in der Almwiesen. Da gibt es ein Winter-Barbecue-Reindl. Und zwar ist da gibt es Ribs, da gibt es Hamburger. Drumsticks, Hab ich gesehen. Burger, ja, und zwar Pulled Pork oder so, ich weiß nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall so fette Barbecue-Platten mit Sparfacke und was weiß ich nicht alles. Für einen schmalen Taler. Und da werden wir hinschauen und ich freue mich schon sehr drauf und möchte einfach deswegen sagen, das ist mein Secret-Tipp, weil das nämlich ja zeitlich begrenzt ist, deswegen sage ich es jetzt schon. Ist an der Stelle auch keine bezahlte Werbung oder sowas, auch anders als bei Iron Flask. Mit 3 verschiedenen Aufsätzen. Ich habe hier den Strohhalm-Aufsatz, gibt noch 2 andere zum selben Preis mit drin. 35 € mit dem Code Harry 25. PayPal ist mal, geht's in Target und schnappt sich die Flaschen und verschwindet einfach so schnell wie möglich. Ja, was steht die kommende Woche an? Wir werden jetzt wir müssen jetzt unsere Tour, unsere aktuelle, erstens mal endlich planen. Wir sind früh in Festzeiten unterwegs und früh. haben auch ein großartiges Intro für den Harry. Und wir haben dafür extra ein Instrument gekauft, muss ich dazu sagen. Und Instrumenten-Intros mit mir waren schon immer die besten. Ich habe hier noch ein altes Instrument von einem alten Intro. Oh, hier habe ich noch ein altes Instrument. Ja. C. Damit hat er seine Gitarre gestimmt. Und das ist gar nicht so gut. Also von humoristisch nicht so gut. Ja, okay. Technisch war das Technisch. einbahnfrei. Was einmannfrei, ja. Und wir möchten noch schlecht am Bett und das Pferd macht Mumm, müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr promoten, dass das richtig durch die Decken geht. Das sind nämlich gute Songs, Schon und geil. das hören. Und dann, sage ich mal, war es auch schon wieder. Dann sind wir schon wieder beim nächsten Podcast. Der Kitty kommt wieder zurück aus dem Urlaub. Endlich, Leute, endlich. Und dann wird er sehr, sehr ausufern über den Urlaub erzählen. Alter, der wird so braun sein. Ja. Ich meine, der war ja schon braun, wo er gefahren ist. Immer bei den Serben so. Ja. Ja, und vielleicht noch ein bisschen, wenn man ein bisschen Ich fühle mich gut, auch noch. Stimmt. Da schauen wir auch, dass wir noch ein bisschen Promo machen. Je nachdem, was der Mix liefert. Ist noch was? Achso, das ist übernächste Woche, gell? Ja, und auch wollte ich noch nicht nach außen tragen. Okay, Weil es ist auch peinlich, wenn es nichts wird. Wir haben nämlich Das ist einen korrekt. vielversprechenden neuen Sponsoring-Partner in Aussicht, auf den wir wirklich unendlich Bock haben, was uns weniger ums Geld, es geht uns natürlich nur ums Geld an sich, Ja, aber bei allem. da geht es uns wirklich um die Partnerschaft und das war geil, wenn es hier und da treffen wir uns nächste Woche am Freitag zum Saufen. Quasi mit denen. heute in 2 Wochen. Ja, Also, nein, oder? doch. Ja, eigentlich heute, Heute in in 2 deswegen Wochen. ist es eigentlich nicht Ja. für nächste Woche. Das Stimmt war schon. Also aber super gemacht, Sabrina, toll. eigentlich vorgestern in 2 Wochen. Ah, scheiße, ja. Gut, jetzt Heute in müssen wir 12 Tagen. abbrechen, ich Ja. muss nämlich noch einkaufen, gell? Tut mir leid, dass Alles das jetzt gut. so ausgeufert ist. Musi. Ja, da Also kann das- man ewig reden. Die Ja. letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry.
Danke. Au!